Heute geht es um Emotionen. Es ist wichtig, wenn man emotionell ist, dass man lernt, einen Anker zu setzen. Das ist das Allererste. Und das Zweite ist, man muss lernen, Dinge zu proklamieren, wie es Gott ganz konkret sieht. Und dann ist es wichtig, dass man ein Bild entwickelt, wie Gott unser Leben sieht. Also was ist die Sichtweise von Gott in deinem Leben? So kannst du deine Gefühle, deine Emotionen einen Anker setzen, eine Richtung geben und ein Bild malen, das Gott ganz konkret mit dir vorhat. Und ich freue mich heute über Emotionen. Das ist ein wichtiges Thema, dass wir im Geist geleitet sind und dem einen Fokus geben. Und ich freue mich über Emotions und ich gebe jetzt live in unsere wunderbare Halle. Wir sind heute in der Serie, es geht um Emotionen, um Gefühle und es ist mega wichtig, dass wir lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Es hat jemand auch im Chat geschrieben, meine Gefühle gehen durch den Wind. Und ich weiß, ohne Gefühle können wir nicht leben, aber Gefühle sind nicht ganz so einfach. Es kann auch sein, dass du hormonell bedingt Gefühle hast, die man sonst nicht immer hat, aber Gefühle ist etwas, wenn man nicht lernt, die Gefühle einen Anker zu setzen, wo man sagt, halt, stopp, Gefühle, jetzt ist genug. Und wenn man nicht diesen Anker setzt, dann weißt du, die Gefühle gehen irgendwo hin. Man denkt Dinge, die man nicht denken sollte. Man hört Dinge, die man gar nicht hören sollte. Man fühlt Dinge, die man nicht fühlen sollte. Und man sagt auch Dinge, die man später bereut. Man muss lernen, den Gefühlen wie ein Seil zu sagen, halt, stopp. Es ist nicht die Wahrheit, es ist nur eine momentane Aufnahme, aber ich lasse mich nicht leiten von diesen Gefühlen. Ich möchte die Predigt von letzten Sonntag und heute, die muss man zusammen als ein Paket anschauen, um das zu verstehen, was ich mit Gefühlen meine. Und zwar, vor einigen Jahren hatte ich ein Leidenschaftsproblem. Wir hatten ein Challenge bei uns im ICF-Staff. Und ich habe nicht gewusst, wie kann man das lösen. Und ich habe geschlauft wie eine Omelette, gedreht. Und ich habe gedacht, was ist, wenn wir die Entscheidung, die wir treffen, sie ist falsch. Wir verbauen der Person die Zukunft. Auf der anderen Seite merken wir, die Person gehört nicht mehr in den Staff. Ich hatte die Gefühle, das kannst du dir vorstellen, wie eine Waschmaschine. Und ich habe einfach gemerkt, ich komme nicht zur Ruhe. Wer kennt das? Du kommst nicht zur Ruhe und du wünschst dir, dass Gott einen eingeschriebenen Brief vom Himmel schreibt mit dem klaren Willen, aber der Brief kam nicht. Und irgendwann ist im Leben einfach so, du musst eine Entscheidung treffen. Und die meisten treffen nicht gerne Entscheidungen, ich auch nicht. Man hat immer Angst, man trifft die Entscheidung falsch. Und so, ich habe da mit diesem Problem, ging ich zu einem Coach, habe zum Coach gesagt, ich habe ein Riesenproblem, meine Gefühle ist eine Waschmaschine, mal oben, mal unten, mal links, mal rechts, wie in der Achterbahn. Ich habe ein Problem, wir haben ein Problem, wir müssen das lösen, aber ich weiß nicht, wie lösen. Und er, während ich gesprochen habe, hat immer aufgeschrieben, Notizen gemacht, ich habe gedacht, meine Güte, der hört gar nicht mehr auf zu schreiben. Und dann sagte mir Leo, vergiss eine Sache nicht, wenn es um Gefühle geht. Ich möchte dir eine Sache erklären, in all meinem Coaching, in allem, was ich gemacht habe, bei großen Firmen, bei kleinen Firmen, bei Pastoren und auch bei dir. Leo, du musst dein Leben vom Ende her denken. Nicht momentan, sondern wie sieht Gott mein Leben? Wie möchte ich mein Leben beenden? Also was möchtest du gerne, dass ein Grabstein steht? Soweit habe ich gar nicht gedacht, an den Grabstein. Das überlasse ich den anderen. Er war super, er war krass, er konnte Halle fahren, konnte Ski fahren, er konnte alles. Nee, was steht auf deinem Grabstein? Und so, wie sieht Gott dein Leben? Dann habe ich gesagt, ich verstehe den Punkt nicht. Dann hat er gesagt, wenn du dein Leben nicht vom Ende her denkst, wo weißt du Nein sagen und wo weißt du Ja sagen? Das Gute ist der Feind vom Allerbösen und der Feind wird dir immer Dinge hineindroppen, wo deine ganzen Gefühle dich durcheinander bringen. Aber wenn du weißt, das ist meine Berufung, das ist mein Ziel, so sieht mich Gott, kannst du auch eine momentane Situation ganz einfach beurteilen und auch eine Entscheidung treffen. Weil es geht am Ende nicht um die kleine Entscheidung, sondern wo willst du enden? Und aufgrund von dem wirst du alles entscheiden. Und dieses Bild hat mir geholfen bis heute, wenn ich meine Emotionen leiten muss. Und ich muss meine Emotionen leiten. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich kann auch sehr laut reden. Lauter als die meisten Schweizer. Und ich mache dann auch meine Hände so, weil ich habe ja Muskeln. Und ich muss lernen, meine Emotionen zu leiten. Und ich nehme euch mit in eine Geschichte heute, um das komplett zu machen, Emotionen. Das ist Jakob aus dem Alten Testament, ein Betrüger, ein Fersenhalser, hat eine krasse Geschichte und er arbeitet bei Laban in der Wüste und hat zwei wunderbare Töchter. Ich habe die Töchter mal ganz kurz mitgebracht. Ich habe ChatGPT gefragt, wie sehen sie aus? Es war Lea und Rahel. Und dann sagte Laban, wenn du Rahel heiraten willst, weil die Bibel sagt, Rahel war die Schöne, und Lea hatte Potenzial. Also die Bibel sagt, Lea war nicht so schön.
Und Laban sagte, Jakob, arbeite 7 Jahre. Und dann bekommst du die Schöne. Dann hat er 7 Jahre gearbeitet. Ich meine, die Emotionen waren krass. Und dann kommt der Hochzeitstag, der Flitternacht, am nächsten Morgen er verwacht, er merkt, Backenkleister, es ist die falsche, der hat mir die Lea gegeben. Und er geht hin und sagt, Laban, du hast es vertauscht. Und sagt er, ja, bewusst. Wenn du wirklich die wunderbare Rahel haben willst, arbeite nochmal 7 Jahre. Er hat 14 Jahre gearbeitet. Und ich kenne niemanden, der 14 Jahre genockt hat für die Frau. 14 Jahre Emotionen. 14 Jahre Gefühle. 14 Jahre, du hast mich betrogen, du hast mich hintergangen, du hast es bewusst gemacht, um mich einfach auszunutzen und ausgepresst wie eine Zitrone. Du hast mich belogen, betrogen, alle diese Dinge. Und dann ist interessant, nach diesen 14 Jahren lässt Laban Jakob nicht ziehen. Und er sagt, ich habe doch alles gemacht, und sagt, ich lasse dich nicht ziehen. Du kannst es einfach vergessen. Jetzt kommt meine Frage, wenn das Leben nicht fair ist, wenn das Leben nicht gerecht ist, wenn als wiedergeborene Frau und Mann, gläubig im Heiligen Geist, getauft, geneuntet, gesalbt, gestriegelt, wenn der Heilige Geist in dir ist meine Frage, wie gehst du um, wenn Situationen in deinem Leben nicht fair sind? Und auch wenn du nicht verstehst, C.S. Lewis hat einen wunderbaren Satz gesagt, er hat gesagt, Gott flüstert zu uns im Vergnügen, aber er ruft laut im Schmerz. Und wenn der Schmerz da ist, dann gehen die Emotionen über. Man denkt, man fühlt, man kommt zu einem Schluss, der eigentlich gar nicht rational richtig ist. Im Jakob lernen wir 3 Dinge, wie man Emotionen leitet. Das erste ist, proklamiere deine Zukunft. Sprich Leben in deine Situation hinein. Der Anker bedeutet, ich habe Gott an meiner Seite, aber Proklamation ist dieses Seil, das mich verbindet mit der Vision. Und wenn ich jetzt über Proklamation spreche, bevor ich in diesen Text hineingehe, möchte ich theologisch ganz kurz eine Box aufmachen. Es gibt einen ganz neuen Trend auf YouTube, es gibt einen neuen Trend auch unter den Christen, das heißt Affirmation. Du hast so Videoclips, wo es heißt, sprich mir nach und du wirst erfolgreich sein als gläubige Menschen. Und zwar, man sagt manchmal, ich wünsche mir, dass ich gesund bin, ich wünsche mir, dass ich erfolgreich bin, ich wünsche mir Kinder, ich wünsche mir eine Frau, einen Mann, eine Kirche, ein Geschäft, ich wünsche mir. Kennst du das? Ich wünsche mir, das ist eine Frage, wo wir Gott wünschen. Aber Affirmation sagt, du musst sagen, ich bin geheilt, ich bin gesegnet, ich bin reich, ich bin erfolgreich, ich bin attraktiv. Nicht ich suche eine Frau, die Frau findet mich, weil ich attraktiv bin. Ich bin. Hast du von denen schon mal gehört? Irrlehre beginnt da, wo du etwas betonst, was richtig ist. Proclamation ist richtig, aber du sagst den Rest nicht. Und viele Kirchen sagen nur eine Sache, und das ist nicht falsch, aber lassen das andere einfach aus. Wenn du in Proklamation glaubst und auch proklamierst, und ich motiviere dir, proklamiere dir, dann musst du aber die ganze Bibel proklamieren. Und nicht nur den Teil, den dir Spaß macht, den Teil, der wichtig ist, sondern wenn du sagst, ich bin gesegnet, ich bin geheilt, alle diese Dinge stimmen im Namen von Jesus, dann musst du auch proklamieren, ich trage das Kreuz von Jesus. Ich freue mich an den Leiden von Jesus Christus. Ich bin ein glücklicher Märtyrer. Ich bin ein glücklicher Mensch, der verfolgt wird um den Namen Jesu willen. Ich trage die Leiden von Jesus. Ich werde ausgestoßen. Ich werde gemobbt um den Namen von Jesus Christus willen. Versteht ihr? Du kannst diesen Teil von der Bibel nicht weglassen, weil heutzutage es hat noch nie so viele verfolgten Christen gegeben wie heute und die wohnen nicht in der Schweiz und auch nicht in Wallisellen. Wenn du nur diesen Teil bringst, verarschst du alle anderen Christen, die leiden aufgrund im Namen von Jesus. Also Proclamation musst du die ganze Bibel durchgehen. Was Jakob macht, ist hochinteressant und das entdeckt man im ersten Moment nicht. Und wenn man ein bisschen in die Bibel hineingeht, merkt man, aha, der proklamiert etwas vom Alten Testament. 1. Mose 30, Vers 32. Ich gehe heute durch deine Herden zu Laban und sondere mir für alle schwarz gefleckten, gesprenkelten und ganzen schwarzen Schafe aus. Außerdem nehme ich mir alles weiß gefleckelten und gesprenkelten Ziegen
Und wenn man das so liest, denkt man, also, du willst einfach die speziell aussehen. Der Punkt ist, das, was Jakob macht, ist Proklamation. Er sagt, ich habe einen Grafiken gebracht. Addition ist nicht das Gleiche wie Multiplikation. Und er hat gesagt, ich will kein Gehalt. 1 Euro, nächstes Jahr 2 Euro, 3 Euro, sondern Multiplikation ist etwas, was wachsend ist. Und was Jakob hier macht, ist ein Prinzip aus dem Alten Testament. Wenn dir was gestohlen wird, wenn du missbraucht wirst, geistlich, körperlich und auch seelisch, wenn Menschen dich mobben, wenn Menschen dich betrügen, logisch müssen wir Christen sagen, ich vergib dir, ich vergebe ja wegen mir, damit ich nicht bitter werde. Aber die meisten Christen sagen, ich vergib und dann ist erledigt. Proklamation bedeutet im Alten Testament, ich lese euch vor in 2. Mose 22, Vers 3. Wer sich ein gestohlenes Tier, ob Rind, Esel, Schaf oder Ziege, noch im lebendigen Besitz eines Diebes befindet, muss er doppelt Einsatz leisten. Das Gehalt von dazumal war gewesen, beim Laban, du bekommst ein Tier. Und Jakob sagt zu ihm, ich proklamiere, du hast mich betrogen, Laban, du hast mich bestohlen, und ich proklamiere in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass Gott es mir doppelt zurückgibt. Es gibt auch Bibelstellen vom 10-fachen Segen, den Gott mir zurückgibt. Das heißt, wenn du betrogen wirst, wenn Menschen dich über den Tisch ziehen, dann musst du vergeben wegen dir. Aber dann sagst du, Gott, ich fordere das Doppelte und das 10-fache Retour im Namen von Jesus Christus. Sonst sagen deine Gefühle, es ist nicht fair, es ist nicht okay, die Bösen haben immer mehr, die gut sind, kommen auch auf die Backe, dann noch die linke und dann noch die rechte Backe, und deine Gefühle sind irgendwo, du musst deinen Gefühlen sagen, ich habe einen Gott vom doppelten Segen in meinem Leben. Kann ich einen Amen hören? Das ist ein Prinzip. Das heißt nicht, du kannst nicht sagen, Laban, sondern das machst du im Gebet. Du forderst das im Gebet in der unsichtbaren Welt zurück. Ich sag dir warum. Er hat 6 Jahre gearbeitet. Er hat 6 Jahre gebraucht für die Multiplikation. Das heißt, wir glauben oft, wenn du einmal was sagst, ich bin gesund und ich bin geheilt und ich bin gesegnet, wenn das 10-mal aufsagt, ist das gelöst. Vergiss den Fisch. Er hat 6 Jahre das proklamiert. 6 Jahre gesagt, und ich werde nicht aufhören, meinen Emotionen einen Anker zu setzen. Ich sage dir, das Problem mit den Problemen, das ist ein wunderbarer Satz, den habe ich entwickelt. Das Problem mit den Problemen ist folgendes. Das Problem wird immer größer. Es wird zunehmend unlösbar. Meine Vorstellungskraft bläht sich auf. Gleichzeitig wird Gott in unseren Augen, er wird immer kleiner. Wir befreugen uns vor dem Problem statt vor Jesus. Und nicht mehr Jesus bestimmt, sondern das Problem bestimmt, mein Leben zu bestimmen. Das heißt, wenn ich nicht einen Anker in meinem Leben setze mit der Proklamation, dann gehen meine Gefühle irgendwo hin. Dann sagst du, ich bin ein enttäuschter, ein verletzter, ein bitter Christ, ich habe Jesus nachgefolgt, ich habe 10% gespendet, ich habe mitgearbeitet, ich habe in der Church mitgearbeitet. Da kommen all die Sätze, aber Gott hat für mich nicht geschaut. Sondern du musst deiner Seele einen Anker setzen. Ich habe das in einer Predigt mal gebracht über Schulden. Wenn Menschen Schulden haben, ist es ein Elend. Schulden haben ist ein Elend. Du kommst fast nicht mehr raus. Und die meisten Menschen sagen, ich würde mir einfach wünschen, ich wünsche mir, dass die Schulden einfach irgendwie bezahlt wird, ob das du bezahlst oder du, Hauptsache es wird bezahlt. So, man hat so ein Möchte, einen Wunsch. Aber Proklamation ist nicht ein Wunsch. Proklamation hat mit einer Einstellung zu tun. Ich will die Schulden abbezahlen. Denn ich bin auf einer Mission, die Schulden abzuzahlen. Ich bin auf einer Mission, die Schulden abzuzahlen, weil. Und jetzt kommt mein Punkt. Weil. Warum? Und die meisten sagen, dann habe ich keine Schulden mehr. Das ist keine Vision. Keine Schulden mehr zu haben, ist keine Vision. Das ist einfach mal dann, du hast ein Problem gelöst. Und die meisten von uns, wir sind dankbar, wenn die Probleme mal gelöst sind. Wenn die Frau ist okay und die Kinder sind gut erzogen und kommen gut raus, dann sind wir alle happy. Aber das ist keine Vision. Die Frage ist, wie sieht Gott meine Finanzen? Also was steht auf meinem
Blatt drauf, wie Gott mich sieht als ein Unternehmer, Unternehmerin, als ein Geber, als eine Geberin. Das ist eine ganz andere Sache als Hauptsache, meine Probleme sind gelöst. Und dann denken wir, die Emotionen sind auch happy. Merkst du, ich gehe mit dem in den zweiten Punkt hinein. Es ist mega wichtig, dass du von einer Vision bestimmt bist. Die Vision bestimmt dein Lebensziel. Bleib konzentriert. Und jetzt ist interessant. Jakob hat uns was vorgelebt. Er nahm einen Stab, ritzte Streifen rein. Man sagt, was man anschaut, Achtung, was man anschaut, zu der Person wirst du. Wenn du sagst, mir gefällt mein Leben nicht, dann sage ich, was hast denn du die ganze Zeit angeschaut? Also, wo schaust du hin? Also, er hat so Streifen gemacht. Habt ihr das Bild? Und jetzt wird es mega biblisch, theologisch interessant. 1. Mose 30, Vers 38 bis 39. Die weiß gestreiften Stäbe, diese, stellt er in die Trinkrinnen, sodass die Tiere sie vor sich sahen, wenn sie zum Trinken kamen. Sie haben getrunken, oh Streifen, 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 Streifen. Alles besteht aus Streifen, 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 denn ich sehe nur Streifen, Streifen, Streifen. Und alles, was ich bin, sind Streifen, 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 Streifen. Denn Streifen sind Streifen, 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 Streifen. Das, was du anschaust, zu der Person wirst du werden. Und jetzt wird es theologisch hochinteressant. Bitte gebraucht euren Kopf nicht zu fest. Dies war nämlich der Ort, an dem sich paarten, da haben sie Liebe gemacht. Dabei hatten sie die Stäbe vor Augen. Also während sie Liebe gemacht haben, haben sie gesagt, oh, unsere Kinder, Streifen, 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 Streifen. Denn alles, was geil ist, sind Streifen, Streifen, Streifen. Unsere Kinder werden Streifen, 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 Streifen. Da habe ich gesagt, so Schatz, wir werden Kinder haben, die haben nur Streifen. Und das heißt, in der folgenden Zeit wurden die gestreiften, gefleckelten und gesprenkelten Jungen geworfen. Also nur Streifen, 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 Streifen. Du wirst zu dem, was du anschaust. Und wenn ich auf meine Emotionen schaue, fühle mich nicht gehört, nicht gesehen, nicht gewertschätzt, kennst du das? Bekomme keine Komplimente, niemand fördert mich, niemand unterstützt mich. Alle anderen sind mehr gesegnet, alle anderen sehen besser aus als du. Gut, da kann man etwas unternehmen. Aber alle diese Dinge, versteht ihr? Und dann werden deine Emotionen, wird deine Zukunft. Und wenn du Jesus Christus ähnlicher werden wirst, ist ganz einfach, dann schau Jesus den ganzen Tag an. Wenn du nicht die Bibel liest, wenn du nicht betest, wirst du auch nicht ihm ähnlicher werden, dann wirst du ähnlich werden nach dem, was du scrollst den ganzen Tag auf YouTube und Instagram. Die meisten von uns sehen aus schon wie ein Computer, haben Augen wie ein Instagram oder TikTok, sondern das, was man anschaut, zu der Person wirst du werden. Es gibt einen ganz neuen Trend. Und nicht alles, was neu ist, ist gut. Auch nicht alles, was neu ist, ist falsch. Also ganz, ganz wichtig. Und zwar, wer hat schon von dem gehört? Manifesting. Manifesting, das ist ein neuer Trend bei Promis, wo sagen, du musst dir im Geiste deine Welt vorstellen. Und wenn ich mir im Geiste meine Welt vorstelle, wie ist mein Mann, meine Kinder, mein Haus, meine Finanzen, du wirst zu dem werden, was man sich den ganzen Tag vorstellt. Und das ist auch ein Trend bei vielen Christen. Du musst dir nur vorstellen, du bist gesegnet, du bist reich, du bist geheilt und all diese Dinge. Dann sage ich, Jungs und Mädels, I hear you. Und doch muss ich dir sagen, du liest total falsch. Weil Jesus sagte zu Petrus, du bist mein Fels. Wie sieht Gott Petrus? Du bist ein Fels, ein Menschenfischer. Du wirst die Welt verändern. Ein Mann, der hat Jesus 3-mal verleugnet. Jesus sagt, ich sehe nicht das, was du gemacht hast. Ich sehe deine Zukunft. Du bist mein Fels. Auf dich baue ich meine Gemeinde. Hat sich Petrus immer so gefühlt? War das in seinen Vorstellungen Manifesting? Ich lese euch einen Bibeltext, was steht in der Bibel, weil es in der biblischen Church. Johannes 21, Vers 18. Ich sage dir die Wahrheit.
Als du jung warst, Petrus, hast du dir selber den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus nachzufolgen heißt nicht, du kannst nicht dein eigenes Bild kreieren. Dann bist du kein Christ. Ein wiedergeborener Christ, ich sage es provokativ, der hat nur eine Frage, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und ich bin dein Sklave. Paulus sagt, ich bin ein Freund, aber ich nenne mich ein Sklave Christi. Und ich habe nur noch eine Agenda, das zu tun, was Gott will. Und der Punkt ist das, die Emotionen müssen geleitet werden. Aber was ist dein Bild? Du kannst nicht einfach ein Bild kreieren, was dir passt und schön ist. Das Bild muss immer mit dem Willen von Gott verbunden sein. Es heißt im Alten Testament, am Pfingsten wird der Geist Gottes ausgegossen auf junge und auf ältere Menschen. Sie werden Träume bekommen und auch Visionen, wie Gott ihr Leben sieht. So meine Frage ist, was steht in deinem Bilderrahmen? 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Also wie Gott erhört nur, was ist in seinem Willen. Und wie kannst du den Willen von Gott herausfinden, indem dass du Zeit mit Gott verbringst? Ich möchte dir das ganz praktisch machen, um das heute alles zusammenzubinden. Meine Frau und ich, wir waren in Amerika, wir waren schon oft in Amerika, aber der Amerika-Trip hat eigentlich alles verändert. Auch das, was du heute hier siehst in der Halle, hat das verändert. Wir waren in der Kirche, ich habe ein Bild mitgebracht, die Glaskathedrale von Robert Schuller. Ein wunderbar schönes Gebäude, und zwar, es geht nicht um das Gebäude alleine, sondern sie hatten einen Drive-In-Gottesdienst gehabt, in einem Drive-In-Kino. Und das ist so gewachsen, dass es keinen Platz mehr hatte. Und sie haben gesagt, wir bauen ein Gebäude, aber wir wollen den Himmel sehen. Darum ist alles aus Glas. Und Robert Schuller hat den besten Architekten von Amerika genommen, um dieses Gebäude zu bauen, dass die Kirche den Himmel sieht, weil sie sind eine Drive-In-Church. Wir waren in Amerika, ich habe nichts Böses gedacht, und kommt meine Frau nach einer stillen Zeit und sagt, Leo, wir müssen ein Gebäude bauen. Es ist die Zeit gekommen, wir müssen ein Gebäude bauen. Und meine Antwort war gewesen, wir werden nie ein Gebäude bauen. Weil jede Kirche, die ein Gebäude baut, hat ein Problem. Und sie hat gesagt, doch, wir müssen ein Gebäude bauen. Ich spüre, es ist der Wille von Gott. Und ich ging in das Gebet und habe gemerkt, wenn meine Frau was sagt, argumentiere nicht, sie hat meistens recht. Ich möchte eine lange Geschichte kurz machen, weil es gibt viele Geschichten. Aber die Geschichte, die beginnt, dass ich angefangen habe zu beten. Ich war in Deutschland an einer Konferenz und dann hat mich eine Prophetin gefragt, was ist im Moment dein größtes Problem? Ich habe gesagt, ich habe ein Problem. Wir sollten ein Gebäude bauen, das sagt meine Frau. Und ich spüre, es ist richtig, aber ich weiß nicht wie. Und dann nahm die Frau eine 50-Euro-Note, ich habe das fotografiert, gab es mir und hat gesagt, ich bin die erste Person, die Finanzen sät in das neue Gebäude. Geh zurück in deine Gemeinde und sag, dass eine Frau in Deutschland ist nicht eine ICFlerin, sie hat mehr Glauben als wir. Und ich nahm diese 50 Euro, ging in die Ikea und habe das in den Bilderrahmen getan. Und dieser Bilderrahmen steht in meinem Kleiderschrank, wo ich meine Socken und Unterhose jeden Tag anziehe. Und ich habe jeden Tag wie Jakob gestreift angeschaut. Ich habe gewusst, wenn Gott das bestellt, dann bezahlt er das auch. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, es waren viele Menschen involviert. Am Ende vom Tag, wir haben es nicht selber gebaut. Wir sind heute, für die online zuschauen, in der Hall. Ich habe ein Bild mitgebracht, eine wunderbare Halle, ich sitze da drin, wunderbar schön, klimatisiert. Es hat 3000 Sitzplätze. Und diese Halle ist ein Beweis, was du im Willen Gottes anschaust, und es ist unmöglich, das wird Gott erfüllen. Und lasst uns, ihr sitzt auf diesen Stühlen, es ist ein Wunder, Gott für das einen Applaus geben, weil it's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. Ich möchte euch in diesen Sommer schicken, wir haben alle bald Sommerurlaub. Ich habe 9 Bilderrahmen zu Hause. 9 Dinge, die ich jeden Tag anschaue. 9 Dinge, wo ich glaube,
dass Gott mir einen Auftrag gegeben hat. Ich möchte, dass du überlegst im Sommerurlaub, und du brauchst Zeit für das, dass du überlegst, wie sieht Gott mich? Du nimmst so einen Bilderrahmen, den kann man überall kaufen, basteln, machen, malen. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben und bitte machen mit dem Smartphone jetzt einen Screenshot für in der Schule, weil ich habe jetzt eine Hausaufgabe. Und man kann die machen oder man kann sie nicht machen, aber es lohnt sich. Und ich habe folgende Fragen an dich. Wie sieht Gott mich, meine Identität als Mann und Frau? Wie sieht Gott mich als ein Mann? Vielleicht bist du in einer Suchtfamilie aufgewachsen. Vielleicht bist du jähzornig. Vielleicht hast du Schulden. I don't know. Aber meine Frage ist, wie sieht Gott dich als ein Mann? Nicht wie du jetzt bist, wie du sein wirst. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, diesen Satz zitieren wir andauernd. Er war ein Mörder, er war ein Ehebrecher, das war er. Gott hat gesagt, ich sehe etwas, das ist größer als ein Mörder und Ehebruch. Du wirst mein Volk leiten. Das war in seinem Bilderrahmen. Merkst du? Was für so ein Ehemann, Ehefrau, Vater, Mutter, Leiter, Leiterin. Wie sieht Gott mich, meine Familie, mein Arbeitsfeld als Missionsfeld, meine Berufung, meine Gaben, Talente, Verwalter, Ressourcen. Wie sieht Gott den Lauf? Wie will ich den Lauf vollenden? Wie willst du enden auf dieser Welt? Das gehört doch in deinem Bilderrahmen. Und jetzt sagst du einfach, irgendwie werde ich dann schon nach Hause gehen. Ja, wie? Also wenn man schon wählen kann und fragen kann, dann mach es doch irgendwie vernünftig. In allen weiteren Lebensbereichen. Und ich möchte euch einladen, das zu machen im Sommer. Heiliger Geist, wie siehst du mich ganz konkret? Der Punkt ist das, was du anschaust jeden Tag, zu dem wirst du. Und sagen Leute, ja, aber Leo, du schaust es einfach an und sagst, nein, während ich diese Bilderrahmen anschaue, spricht der Geist Gottes zu dir und sagt, ich habe ein Bild mitgebracht, dass du siehst, wie kann man es ganz, ganz praktisch machen, weil die meisten brauchen ein bisschen eine Idee. Ich bin ein Big Lover. Ich bin nicht bloß ein Ehemann, ich bin ein Big Lover. Amen. Geiler Satz, oder? Sprüche, Lied 4, 1 bis 5 und unten heißt es, habe ich aufgeschrieben, One Life, One Wife. Das ist so jeden Tag sage ich, Fremdgehen, nein, geht nicht. Ein Leben, eine Frau, steht da drauf. Nein, es geht nicht, steht da drauf. Habe ich Versuchungen? Haben wir alle. Happy Wife, Happy Life. Und jetzt kommt ein Satz, ich und meine Frau, wir sind ein Dream Team. Wir sind Bigger Team. Das schaue ich jeden Tag an. Und wenn ich das anschaue, sagen meine Gefühle, aber meine Frau heute ist schwierig und gestern hat sie geweint sorry, ich habe eine Frau, sie hat einen Mann geheiratet, wir sind alle gleich. Und wenn ich den Emotionen die Erlaubnis gebe, trifft es. Und ich habe 9 Bilderrahmen, die ich jeden Tag anschaue. Was du anschaust, zu der Person wirst du. Meine Frau hat ein Buch geschrieben, und dieser Titel möchte ich da was erklären. Geistlich wachsen extrem. Das ist nicht einfach ein Verkaufsslogan. Weil meine Frau sagt, wenn ich schon mit Jesus unterwegs bin, dann extrem. Aber dann so von etwas volle Pulle. Und weißt du, was der Schweizer sagt, der Deutsche? Komm mal runter. Aber das ist, du sprichst nicht die Sprache Gottes. Wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, dann geistlich, boom, extrem. Das ist ein Statement, merkst du, es ist nicht einmal ein Slogan. Ich ende mit dem letzten Gedanken und das ist nur noch ein Bibeltext. Gib nicht auf, denn Gottes Kraft ist in dir. 1. Mose 1, Vers 6 bis 7. Da sagt Jakob, ihr wisst selbst, wie ich für euren Vater gearbeitet habe. Meine ganze Kraft habe ich für ihn eingesetzt. Trotzdem hat er mich betrogen, mir bestimmt 10-mal einen anderen Lohn gegeben. Wenn du 10-mal betrogen wirst, deine Gefühle, deine Emotionen, die gehen irgendwo hin. 10-mal bin ich betrogen worden, aber Jakob hat ein Bild gemalt. Ich bekomme den doppelten Segen.
Und nach 6 Jahren wird meine Härte so groß sein, dass ich fortziehen werde. Und jetzt kommt ein wunderbarer Satz. Und ich habe etwas gelernt in Deutschland. Man sagt zum Beispiel, der Gottesdienst heute war super. Aber, und dann kommen ein paar Kriterienpunkte. Und die stimmt immer. Und hier gibt es auch ein Aber. Du wurdest betrogen. Du wurdest umgangen. Du wurdest gemobbt, du wurdest nicht gesehen, du wurdest nicht gehört. Aber Gott hat es nicht zugelassen, dass du mir Schaden zufügen konntest. Weil Gott noch immer mit unserem Leben Geschichte schreibt. Aber er hat es nicht zugelassen. Ich habe immer am Ende bevor ich in den Sommerbreak gehe, habe ich so eine Aufgabe, die ich unserem Staff auch gestellt habe. Mach so Bilderrennen. Frag den Heiligen Geist, wie siehst du mich in der Zukunft als ein Mann? Wie siehst du die Firma? Wie siehst du meine Kinder? Und dann schreibst du es auf. Und jeden Tag in der stillen Zeit schaust du es an und sagst, das ist meine Zukunft. Da gehe ich hin. Und wenn ich umfalle, dann stehst du wieder auf, weil Gott sieht mich nicht umgefallen, er sieht das Endresultat. Weil ich habe einen Wunsch, wenn ich in den Himmel eines Tages gehen werde, dass Gott zu mir sagt, und das ist mein tiefster Wunsch, ich möchte, dass Gott zu mir sagt, Leo, well done. Ich möchte, dass Gott zu mir sagt, Leo, du hast es wirklich super gemacht. Alles andere will ich nicht hören. Das ist so mein Wunsch. Und ich sage das demütig, weil wer glaubt, der steht, wird fallen. Das ist ein Gebet, das ich zu Gott sage, ich möchte in den Himmel einziehen mit Ehre und mit Würde. Das ist mein Wunsch. Aber es klingt mir nur, wenn ich auf die Vision schaue und nicht auf meine Emotionen. Ich lade euch ein, aufzustehen, live, Microchurch und online. Und unser Worship-Team hat einen neuen Song geschrieben, Bring Me to the New Heights. Bring mich in neue Höhen. Und das ist genau der Punkt. Ich bin nicht bereit, so zu leben, wie ich bin, ist ein Zwischenresultat. Es ist ein Ist-Zustand. Aber Gott nimmt den Ist-Zustand und verändert es in Wunder. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, am Pfingsten wurde der Geist Gottes ausgegossen über junge und ältere Menschen. Sie haben prophezeit und sie bekamen auch Träume und auch Visionen. Und ich bete, dass der Heilige Geist dir ein Bild malt, wie Gott dich sieht. Und dieses Gebet ist nicht eine Selbstverwirklichung. Weil Jesus sagte zu Petrus, ich sehe dich als ein Fels. Und du wirst an einen Ort hingehen, wo du nicht hingehen willst, aber du wirst gehen. Es kann sein, dass Gott zu dir sagt, es ist Zeit, dass du eine Firma gründest. Es ist Zeit, dass du heiratest. Es ist Zeit, dass du aufstehst und deine Rolle einnimmst als ein Vater. Eine beschissene Kindheit bedeutet nicht, dass das weitergehen muss. Es kann sein, dass du betrogen hast, gelogen hast, I don't know. Aber das ist nicht deine Endgeschichte. Sondern das, was du anschaust, so wie Gott dich sieht, und du das anschaust, ankere ich meine Gefühle, ich ankere meine Seele, aber auch meinen Geist.
Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache. Abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.